Liebe Fastelovensfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Open Kölsch mit Stefan Ungarn heute Abend. Lieber Stefan, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe eure Serie schon etwas verfolgt bis jetzt, aber ich würde sagen, lassen Sie erstmal einen trinken. Open Kölsch, Prost. Das ist eine Maßnahme, zum Wohle, Stefan, Prost. Stefan, wir wollen heute Abend ein bisschen über das Festkomitee Bad Honnef Karneval sprechen und über den Karneval in Bad Honnef im Allgemeinen. Erklär uns doch mal, was ist denn das Festkomitee Bad Honnef Karneval und was sind so dem seine Aufgaben in der Stadt? Das Festkomitee Honnef Karneval kann man sich so vorstellen, ihr hattet letzte Woche oder vorletzte Woche den Vorsitzenden vom Festausschuss Siebengebirge hier. Festausschuss Siebengebirge ist der Dachverband von 36 Karnevalsvereinen im Siebengebirge. Das Festkomitee Bad Honnef Karneval ist etwas kleiner. Wir sind der Dachverband von derzeit 10 angeschlossenen Karnevalsvereinen nur aus dem Raum Bad Honnef, deswegen auch Festkomitee Bad Honnef Karneval. Sind das nur Karnevalsgesellschaften, also Komiteegesellschaften in dem Festkomitee organisiert oder sind da auch Tanzkurs oder Musikzüge dabei? In der Regel oder damals angefangen, das habe ich irgendwo aus den alten Unterlagen gelesen, hat man mit Karnevalsvereinen, das waren 3 oder 4 Karnevalsvereine, die sich damals zusammengeschlossen haben, das zu gründen. Im Laufe der Jahre, beste Beispiel, Spielmannsdorf TV Eiche, mittlerweile Stadtsoldatenkorps Bad Honnef, weit über die Grenzen hinaus bekannt Mitglied. Wir haben jetzt vor 2 Jahren die Sackmarie, eine verhältnismäßig junge, neue Karnevalsgesellschaft aufgenommen, die jetzt nicht diesen herkömmlichen Sitzungskarneval feiern. Also es ist ganz querbeet. Wir haben diese 10 Mitgliedsvereine, die kommen vom Berg, vom Tal, von Röndorf, Sellow, also aus dem kompletten Stadtgebiet. Ja, Stefan, seit Aschermittwoch letztes Jahr beschäftigt uns ja alle sehr diese Corona-Pandemie und setzt natürlich auch den ehrenamtlichen Karneval vor enorme Herausforderungen. Wie geht das Festkomitee Bad Honnef Karneval oder die angeschlossenen Vereine damit um? Also die Pandemie ist natürlich für uns genauso wie für jeden anderen Karnevalsjack sehr, sehr, sehr gravierend dieses Jahr. Man muss natürlich berücksichtigen, die Aufgabe vom Festkomitee Bad Honnef Karneval ist, den Karneval jedem zugänglich zu machen bei kostenlosem Eintritt. Das heißt, alle unsere Veranstaltungen, da kann jeder Jack aus nah, aus fern hinkommen. Und wir planen eigentlich schon ein Jahr im Voraus, ob das die Sessionseröffnung ist, die Absprache mit den Wirten, Singerinnen mit, ob das die Marktschau ist, der Karnevalszug, die Kölsche Messe um Herrn Breuer. Und das sind natürlich alles Sachen, die uns dieses Jahr fehlen. Aber wir haben wirklich sehr, sehr früh, ich glaube, wir hatten im Juli Jahreshauptversammlung, wir haben im September schon gesagt, das hat keinen Sinn. Wir wären sehr früh dran gewesen, im November mit der Sessionseröffnung. Es ist für uns alle schwer, es ist so wirklich für jeden, gerade jetzt, wenn man auf Karneval zugeht, wir hätten jetzt die Sing doch in den Mitabende, die Kölsche Messe wäre jetzt. Wir gehen eigentlich damit insofern um, dass wir sagen, ein Jahr fällt leider aus. Aber ich denke, oder wir denken alle, dass wir nächstes Jahr hoffentlich wieder Karneval feiern können. Und hoffen, dass wir auch alle wieder gesund Karneval feiern können. Stefan, du bist seit 2016 Vorsitzender des Festkomitees Bad Honnef Karneval, also seit gut 5 Jahren. Wie würdest du die Bedeutung des Stadtsoldatenkorps Bad Honnef im Festkomitee einschätzen? Also ich sage einmal als Festkomitee-Vorsitzender, aber auch als Mitglied im Stadtsoldatenkorps Bad Honnef. Das Stadtsoldatenkorps Bad Honnef ist aus meiner Sicht, und das war es auch schon vor meiner Tätigkeit als Vorsitzender, nicht nur aus dem Honnef Karneval wegzudenken. Du hast das eben gut angesprochen, wir haben nicht nur diese reinen Komiteegesellschaften. Das Stadtsoldatenkorps bringt eine super Stimmung, ein super Bild auf der Bühne, jeder Jack freut sich. Also für mich hat das Stadtsoldatenkorps Bad Honnef eine ganz, ganz große Rolle. Du blickst ja mit fast 20, jetzt im November fast 20 Jahren Mitgliedschaft im Spielmannszug TV Eiche als Fördermitglied und jetzt 5 Jahre als Festkomitee-Chef in Bad Honnef, also oberster Jack quasi, blickst du auf eine lange Karnevalskarriere zurück. So als gestandener Karnevalist, wie würdest du sagen, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir für den Bad Honnef Karneval wünschen? Jetzt momentan würde ich mir ganz, ganz ehrlich für den Bad Honnef Karneval wünschen, dass wir alle gesund bleiben und gemeinsam zusammen im November den herkömmlichen Karneval, wie er früher gewesen ist, feiern können. Ich denke mal, in der nächsten Saison wird es noch nicht so werden, wie es früher mal war. Aber das wäre wirklich mein allergrößter Wunsch, dass wir alle gesund bleiben und wieder ab November zusammen Karneval zelebrieren können. Das ist fast ein sehr, sehr schönes Schlusswort, lieber Stefan. Aber eine Frage möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Wir haben gehört, du bist lange Jahre im Karneval aktiv. Was war denn so dein persönliches Highlight im Karneval? Naja, ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber zu reden. Also mein persönliches
Highlight war in der Session 11/12, 100-jähriges Jubiläum Spielmannszug TV Eiche. 100 Jahre ein Traum wird wahr und ich durfte mit meiner Andrea das Siebengebirgsprinzenpaar stellen. Das war wirklich für mich im Karneval das beste, schönste, tollste Erlebnis, mit allen Jecken zusammen zu feiern. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, 2008 haben sich die Tänzer im Stadtsoldatenchor gegründet. Es gibt zwischen Beul und Unkel nicht viele, wenn ich es richtig im Kopf habe, keinen, der auf Live-Musik tanzt. Ich kann mich da gerade an eine Situation erinnern, 2004 habe ich mit dem jetzigen Kommandanten, mit Jürgen Wessel, beim THW zusammengestanden. Sein Traum war zum 100-jährigen Jubiläum ein richtig starkes Stadtsoldatenchor mit Tänzern zu haben. Er hat es 2 Jahre vorher geschafft und da bin ich auch stolz, Mitglied zu sein. Stefan, dir möchte ich ganz herzlich für dein heutiges Kommen danken. Danke, dass du für uns Zeit hattest. Und euch danken wir fürs Zuschauen. Bleibt gesund, madet Jod und tschüss. Du bist eine echte Kölsche, du bist original, du, es sitzt am rechten Fleck.